Haut geht kein klassisch Intro, mehr auf eine Erklärung. Dann, also ich, schwätzt mal deine anderen an. Als Thema aus Sexability. Das heißt Sex, Mordbehinderung, mehr ohne Barrieren. Wir haben uns für diese Episode auf körperliche Behinderungen beschränkt. Wohl wissend, dass es ganz viele Varianten gibt, an die auch nachher müssen an eine andere Folge beschwert gehen. Dat hei ass méiwéi Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. War für mich ganz oft eine andere Welt, die mich nicht so interessiert hat. Menschen selber haben mich interessiert, aber das Thema selber war noch nicht unter Zeit. Wenn du siehst, es war in einer Welt, dann hatte ich immer den Schwur, dir abzumachen, für an die Welt ranzugehen. Wie hast du das Gefühl, dass an dem Leben irgendwann noch ein Zeitraum geht, wo Leute an der Welt dir zugehalten haben? Also tun, du gehst ja sowieso nicht dran. Auch das, weil das hat dann eben auch mit meiner eigenen Lebensgeschichte, mit meiner eigenen Körperlichkeit zu dienen. Das war auch eine Form von Exklusion, die ich früher erlebt habe, aufgrund von dem, dass ich eben mit einer körperlichen Einschränkung geboren bin, auf viele Sachen eben auch nicht konnte so leben, machen, ausfeiern, wie andere Leute das konnten machen, die das eben nicht mitgebracht haben. Und dadurch, meine ich, habe ich mich auch gar nicht invitiert gefühlt, durch die Dir zu gehen, für das Bild zu gebrauchen. Ich meine, ich war immer so ein Mensch, den, auch wenn ich vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt an meiner eigenen Biografie nicht so konnte formulieren, aber ich war immer so ein Mensch, der durch so, es keine Zeit für alles. Und so war es letzten Endes bei mir auch. War die Zeit und du hast die Tiere auch abgemacht. Und ich bin du noch aktiv durch die Tiere gegangen, beziehungsweise Hunde doch provoziert, dass die Tiere abgegangen sind. Weil sonst meine schwere Haut am Alter von 3 oder 4 Jahren immer noch nicht mit irgendwelchen Erfahrungen konfrontiert gewesen, die positiv sich letzten Endes formuliert haben. Für auf ihren zurückzukommen, auf Leute, die gedurcht haben, dass du nicht verlierst, gibt es verschiedene Lebensbereiche, wo das unterschiedlich irgendwie war. Ja, durchaus. Also zum einen ist es so, dass ich aufgrund von meiner körperlichen Einschränkung eben ganz oft als die Mensch mit der körperlichen Einschränkung bewusst wahrgeholt sind, sowohl von professionellen Menschen aus dem medizinischen Bereich, wie Peer Group, wie andere Leute, mit denen du am Leben zu dienen hast. Menschen, die mir das einfach nicht so geschwärzt tun. Also da waren davon alle Sorten sozusagen dabei. An der Personengruppe, wo mich am meisten erstaunt hat, dass wie sich die Haut noch ganz gut, ich weiß nicht, wie alt du war, war schon 13 oder 14, vielleicht auch ein bisschen mehr. Du sind ich wirklich vom Stuhl gefallen, weil den echten Mensch, der mir sozusagen eine Sexualität so geschwärzt hat, das war mein Orthopäd damals. Mein Orthopäd, dem ich gefragt hat, weil eine schwere Operation, Befürchtung mit Becken und Hüften und so weiter, die mich ganz offen darauf angeschwärzt hat, wie gesagt aus mit Familienplanung. Wenn es da bis 4 Uhr ist, wenn ich lief, so mal Bescheid, wir packen das zusammen. Und so ist mir, wie sie das so schön auf Deutsch, wie Schuppen von den Augen gefallen, so, okay, ich gehe halt wirklich Bauer geholt. Ich gehe Bauer geholt und ich gehe seriös geholt als vollwertiger Mensch mit einem Wunsch nach Sexualität, nur eventuell nach Familienplanung. Und du hast wirklich einen Mensch, den sich dafür interessiert, dass das, wann nicht mehr schwer soll sein, dann noch wirklich schon auf den guten Weg könnt. So. Ich meine, das war so ein Tier, die mir mal abgegangen ist. Hast du gefühlt Lust, eigentlich geleiert zu haben? Wann, dann habe ich sie von mir selber geleiert. Also, es war nie ein der von außen sozusagen darauf angewirkt hat, dass das zu meinem persönlichen Wohlbefinden beiträgt. Ich meine, das war ein langer Prozess, den ich selber mit mir durchgegangen bin. Aber wo ich so Schritt für Schritt mal sozusagen noch zugestanden habe und erlaubt habe, das auch als das zu sehen. Wenn wir den Sprung bei Relationen machen, du schwätzt mir ja von einem Lehrprozess, den eben nicht mehr länger ist. Wie komplex gibst du es mal für dich allgemein schildern, für überhaupt mit einem zweiten Mensch, an dem Fall auch einen Partner, für mit dem zusammen zu lernen, sich um Psyche Sex auseinanderzusetzen? Also das Königsdisziplin, also der Standard. Standard ist es nie, wenn Menschen nie Standard sind. Von daher, dass weder der eine nach der andere, ich denke, dass so, also wenn ich so eine Menge Erinnerungen zurückrufe, also es ist wirklich so die Erfahrung, irgendwie sich selber zu entdecken,
natürlich auch geht es ja um eine gewisse Zuneigung, einen größeren gegenseitigen Respekt für der Person und wir haben einen Körper und es war extrem spannend, einfach zu gucken, was die denken gut, was die denken nicht gut, was will ich nicht. Und auch wie letzten Endes zu einer Form von Spiel geht, mit ganz festen Regeln, die respektiert gehen. Hast du dann Gefühl bei dem Entdeckungsspiel, bei der Umsetzung, dass du irgendetwas nicht Kunst machen, was du aber gerne gemacht hast? Also für mich war an sich, war meine Freiheit mir dadurch ging, dass ich mich konnte anlassen. Das heißt, dass im Moment alles ausprobiert, erkannt gehen, was eben möglich war, ohne dass ich an den Kategorien überhaupt gedurcht hat, weil meine echt sexuelle Erfahrungen, die habe ich damals an meiner echter fester Beziehung gemacht und da war ich an der Klinik und ich war mehr oder weniger frisch operiert und ich hatte jeweils 5 Kilo in den Beinen hängen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie eingeschränkt dass die Situation für mich war. Und trotzdem war da aber ganz viel Spielraum und ganz viel Freiheit. Einfach weil dem Mensch, mit dem ich das konnte erleben, mir so viel Vertrauen geschenkt wird, und so viel Unbefangenheit, dass eigentlich, ich gedacht, das ist alles möglich. Und das, was eben aufgrund von der damals zusätzliche Einschränkung nicht möglich war, das wird auch gar nicht gestehen in dem Moment, weil es an dem Moment war. Und das war super. Für mich persönlich gesehen ist es wirklich als Vierdeel. Nicht viel du hätte sich gegangen sein, aber nicht viel du hätte versucht, ein Bild zu machen von dem, wie Sexualität, wie auch immer durchgestaltet soll sein. Das war für mich die große Freiheit. Ich hatte keine Image, ich hatte keinen Vergleich. Du findest mich von der ganzen Mediatisierung auch relativ wasch gehalten, weil ein Bravo hat mich irgendwann auch genervt, weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, du schläfst ja immer auf der Straße. Wenn du gut keinen Vergleichswert da hast, wenn du einfach schüsst, dass dem Moment so ein Erguss, da bist du nicht eingeschränkt und leicht. Und dann ist die kleinste Handlung also an sich den puren Orgasmus, ohne dass es dem muss sein. Ja. Und der hat gesehen, ich schaue aus mein Vierdeel. Ich war nicht viel geprägt. Das ja, war du musst super. das Bild da selber aus. Das war super. Kraft deiner Fantasie kannst du so vieles machen. Was auch dann eine körperliche Ausführung unsere Gimme kompensiert, dass du gar nicht musst, irgendwelche Kriterien erfüllen. Hast du dann trotzdem Momente an Relationen oder so, wo du trotzdem irgendwie Angst für einem Sujet oder einer Handlung gehabt hast? Oder einer Diskussion? Sagen wir mal so, ich war aufgrund von manchen Erlebnissen, die ich durch medizinische Interventionen, Fehler, die passiert sind, die auch mit einem temporär bei mir ganz verzerrte Körperbild zu tun hat, ziemlich blockiert. Und die Blockage hat ganz lange gedauert, bis denen, also ich meine, du knallst Haut zum Deal noch ein bisschen drin. Angst für eine Handlung, wann dann Angst für eine Angst. Weil es monströs weh tut, weil es unangenehm ist, weil es unbeholfen ist und wenn du zu weit daran gehst, gedanklich, oh, was soll den anderen denken oder so. So Momente waren natürlich schon da. Auf der anderen Seite habe ich dann aber relativ sehr gelernt, meinen Körper kennenzulernen, mit seinen Einschränkungen, sodass ich wusste, was das möglich und vieles entsteht eben im Kopf. Und dadurch ist die Angst doch relativ, also graduell, am Verlauf vom Kennenlernen, am Verlauf von sich erkunden und Vertrauen aufbauen. Das ist mir immer ziemlich wichtig, muss ich sagen. Weil das wirklich ein Prozess ist. Weil da geht die Angst doch fort, da warst du frei am Kopf. Ja, da sind wir ja dann eigentlich auch bei der Barrierefreiheit, die für allem du dem Moment am Kopf muss stattfinden. Wenn du dich an der Partner, an der Gesellschaft als ganz viele kleine Punkte malst, so erklärt, da gehen natürlich ganz viele Perspektiven oben hin. Einfach, dass sich gegenseitig vorwollen an der Gesellschaft. Da mich interessieren, ehrlich gesagt, all die Linien. Du kannst einfach nur auf die Linien angehen, die du für dich interessant findest. An der Partnerschaft, also bei mir meinst so gewicht, ich meine, das können ganz viele Leute an einer ähnlichen Situation auch bestätigen, dass der Partner nur draußen von anderen Leuten nicht unbedingt als der Partner geholt wird. Das ist dein Assistent, das ist dein Begleiter, das ist der Bruder, das ist dein Cousin, aber das ist nicht den Typ, mit dem du Sex willst. Haut also mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen mehr entzerrt, die Kategorisierung. Aber sie schwirft immer noch dabei.
schon das ganz oft erlebt, das Leute so gedurcht tun, dass du als Mensch, als Frau, ich meine als Mann, also vielleicht nein, ein bisschen etwas anderes, wobei du hast ganz ähnlich, du bist Frau auch echter als denke Firma oder sonst so wie ich ihn gehört wie als den Sexualpartnerin, als den Partnerin. Wohingegen ich, wenn ich du möchtest mit meinem Partner, du weißt gesehen an einer Menschenmasse, wo ich du persönlich kenne, und ich treffe noch eine andere Koppel, die du genau die wie hier spaziert, wo mir gerade spazieren, gesehen ich zwei Koppeln, die sich begegnen, also ich mache du keine Differenzierung, außer dass ich sitze und dass ich mich ja nicht fortbewegen. Mir umgekehrt, also es ist schon so Klischee, den immer noch dabei schwirft. Hast du ein paar Staunen erlebt? Also, dass sowohl du vielleicht drauf geschwärzt gibst, wie der Partner, dass Leute irgendwie sich gewundert haben. Ja, das ist alldach, also klassisch. Der schlimmste klischeesbedingten Vierwurf, den ich diesbezüglich gemacht habe, das war erstaunlich, das werde ich nie vergessen, bis heute nicht. Das war eine ganz unevaluierte, meiner Meinung nach wirklich ultra unevaluierte Bemerkung von einem Menschen mit Behinderung selber. Den die Tatsache, dass mein Partner Fußgänger so als Verrot bezeichnet wird. Unter behinderte Communität. Das war allen. Das war ganz allen. Und, also das wird wirklich, das tut alles übertroffen. Also gibt es Leute, die dann sich wirklich so in mir verbleiben, just an unserer Community, das ist ein isolierter Mikrokosmos. Weil dem Moment, wo das geschieht, wenn wir über Barrierefreiheit schwätzen, da geht es ja um ganz viele Plätze, wo Barrieren an der Cap müssen abgehen, die aber so sind. Und die Barrieren sind sie gegenseitig, ne? Das ist nicht einseitig, dass ich das so betrüchten, dass Barrieren just bei, ich nenne es mal bei den Fußgängern wie von uns nicht Fußgänger wären, aber die sind mutuell. Also das ist ein ganz großes Arbeit. Da tut den bei der aus so ganz gut gemerkt, dass Barrieren wirklich immer auf beide Seiten sind. Und es geht nicht anders, wie die Barrieren gegenseitig aufzubauen, dadurch, dass sie in ein Gespräch können, dadurch, dass sie sich austauscht. Dazu muss ich einfach so, die Remarque, als man damals gemerkt hat, das sind aber mittlerweile schon 20 Jahre her. Ne? Das wird sich auch, Gott sei Dank, zum Viertel verändert, dass auch eine Community sich einfach mehr abgemeldet wird, dass eine Community heutzutage weiß, worum es bei Inklusion geht, worum es bei sich begegnen geht, das noch immer viel zu dienen, das aber Gott sei Dank ganz viel geschieht. Ich denke, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt, wo mir die Remarque gemacht wurde, tatsächlich noch so war, dass Kommunität, zu der ich mich nie wirklich zugehörig gefühlt und ich mich den Menschen zugehörig gefühlt, mit denen ich es wohl zu dienen. Das hat ich dann dummer zu dienen gehabt, dass Menschen an der Community, wie auch eventuell außerhalb, auch noch nicht so weit waren, wie sie starten können, viel zu stellen. Weil sie wahrscheinlich auch mal denken, ich eine Biografie konfrontiert waren, die auf Exklusion immer im Gestoß aus, wo sich Gott sei Dank haut einfach viel mehr Möglichkeiten obdienen. Dono waren es da wirklich so Unwissenheitsbemerkungen, so final auch mein Partner oder mein Partner am Laufe von den Jahren, die immer mit der Frau konfrontiert, was willst du mit dem dann da? Könnt ihr nicht mal nicht aufhängen, so ein bisschen an der Richtung, ne? Da das Haut nach Thema. Du sind Kollegen von meinem aktuellen Partner, die viel was mal nicht bei uns ungriffig gemeint, mir viel was sich gefroht tun, so ja, wie geht das dann, was will, hä? Das ist ja aber immens übergriffig als Bemerkung. Das ist schlimm. Also ich fand es doch ganz, also ich lache drüber, weil ich fand, weil du ohne Humor eigentlich nicht mal zu Situationen konfrontiert gehen, ohne Müll am Kopf zu gehen oder perfid militant oder was auch immer, alles, was ich nicht will. Weil ich der Meinung bin, Menschen fanden zusammen, weil sie sich gerne tun, weil sie sich unzählen, weil sie sich ergänzen, weil sie sich gut dienen. Und nicht, weil den einen Cabrio fährt und den anderen fährt Velo. Ja. Für nette Baseballschläger herauszuwählen, also was sind Alternativen zum Baseballschläger? Also im Moment, also gehen nicht die Momente, wo du dich umdrehst und auf Fort gehst, oder gehen nicht auch die Momente, wo du, ja, da siehst du die einzige Waffe, als du effektive Informationen mystifizieren. Auch du hast immer Situationen so aufhängig und Tagesform aufhängig, wenn ich wirklich einen guten Tag und spreche nicht wirklich von Pink Mauern rüber den Ruf gehen, dann sind ich auch wirklich immer im Berät mit Leuten drüber zu schwätzen. Und zu sagen, hey, wir leben am 21. Jahrhundert und lebt hat so viele Facetten, dass das letzten Endes wirklich absolut irrelevant ist, wie ein Mensch sich fortbewegt oder wegen Hautfarbe den anderen Mensch hat oder wegen Identität oder was auch immer. Also, dem Moment, der geht nicht sowohl als die, wo ich so mentale Mittelfanger anstrebe, ich immer, ich ging, leck mich da am Arsch. Heinz, du hast wirklich auch einfach die Leute Matzen am Gesicht lachen, ganz gesund. Es gibt nicht den Plan F,
so eine Schlummeldienst aus der Tasche kannst sehen, mit dem du quasi in alle Situationen ihn Mensch entwaffnen kannst. Und heißt was, da war wirklich auch, wie gesagt, umdrehen in der Golen, was dann das Beste ist, weil argumentieren kannst du je und dem mit verschiedenen Personen sowieso nicht. Wenn man lo vom Betruchte geschwart hun bei Voyeurismus geht es ja da schon wirklich mehr immer Betruchten von einer anderen Person ohne dass es Konsens für gouf dass sie sich gegenseitig anguckt oder dass du gucken darf. Also gibt es da Erfahrungen die du gemacht hast, also sowohl am direkten Face-to-Face wie vielleicht auch so ein Schlummel ob Online-Plattformen oder so, das ist ein Bereich, wo man bis du noch nicht drüber geschwart haben. Also Voyeurismus am Term wie ihn wirklich gebraucht, nicht aus Vorwärtsigkeit, mir wirklich aus keine Ahnung welchen Motive. Die habe ich tatsächlich auch meine Erfahrungen mit Online-Plattformen ganz viel gemacht, weil ich eigentlich mit meiner Körperlichkeit und meiner Art und Weise mich fortzubewegen immer ganz frei umgegangen sind, weil einfach zu mir gehört, weil ich nicht andere kann, weil okay ist wie das. Da habe ich ganz oft dann so Remarke gemacht, wo ich dann für mich wirklich gedurcht. Da war mir schon ziemlich klar, du will ich Mensch dich Karima als Wix-Vierlach benutzen, weil du ein Exot bist. Also das begehst du ganz viel, ob auch seriösen Online-Plattformen leider Gottes. Am Face-to-Face war es, und ich beschaut nach oft, wenn Menschen mir nur gucken, wirklich am Go stehen bleiben, für sich umzudrehen, am nur zu gucken. Und ich geschaut, also wenn es mit dem Hund, also weil mein Rollstuhl so cool ist, oder also weil, keine Ahnung, sind ich gering am Gesicht, oder was lief da. Mit Leuten sind sich los bewusst, dass das eigentlich kein ist, so, wenn ich froh bin, dass ich probieren, mit der Person in Gespräch zu kommen, aber und da kriegst du auch den Antwort, ob du froh mehr gucken und dass du quasi eine Porto rennst, dass das tatsächlich schon geschieht. Das geht immer nach, wie das Mann geht. Ich gebe dir mal vom Kannerkrähen ausschwätzen, aber just wenn das für dich an der Reihe ist. Kannst du mal da so weit wie es für dich okay aus, so was du da für Experienzen gemacht hast? Also wenn ich so ganz weit zurückgehe, so als kleines Mädchen hast du ja schon noch immer überlegt, so Pappenspieler, Kannerkrähen oder Familie und so weiter und so fort. Das ist einfach auch ein Teil von meiner Sozialisation gewesen als klassisch als Mädchen. Den ersten Mensch, dem ich wirklich so an einer absolut ultra witziger, für mich persönlich ultra witziger Situation darauf aufmerksam gemacht hat, das war ein Nobisch von uns, die aber auch wahrscheinlich noch nicht so viel vom Leben gesehen hat. Die einfach, ich meine, gegenüber von meinem Mann, dem als Behauptung abgestellt wird, dann kann ich kein Kanner kriegen, weil das kann ich kein Kanner gut stricken. Und das will ich so witzig fand. Weil mir war ja ziemlich klar, dass du ja, für die Frau war das ja ein ganz nachvollziehbare Überlegung. Ne? So, für mich war das so ultra witzig, dass ich, seitdem ich wieder Bilder im Kopf hatte, wenn ich das mal kann kriegen, Püree, da geht ihn doch direkt gespannt, dann geht auf den Bauch gespannt und dann geht los. So. Das war so mein nächstes Ding von so rein pragmatisch Familienplanungen, waren das so meine ersten Gedanken. Ja, natürlich war das alles noch relativ utopisch, solange du nicht an einer so fester Partnerschaft bist, dass das überhaupt ein realistisch gemeinsames Ziel hat, könnte sein. Natürlich habe ich mir da ganz viel Gedanken drüber gemacht und ich war da immens froh über den Doktor, von dem ich 400 erzählt habe, weil ich wirklich ein ganz gutes Verhältnis zu dem hatte, weil ich einfach wusste, okay, wenn das meine Decision oder eine Decision ist, dann habe ich da wirklich einen, dem ich vertrauen kann, an dem ich sagen kann, okay, das ist soweit. So, das war mir schon mal wichtig. Ob ich das wollte oder nicht, war mir dann nicht klar. Für mich war es irgendwie immer so, dass ich es nie auf Familienplanung schnell mal aufgesehen hat. Mir ist schon immer gedacht, so, wenn es so soll sein, da soll es so sein. Heutzutage sehe ich kann nicht so froh darüber, dass ich keinen Kanner habe. Ich bin von allem froh darüber, dass ich mir nie den Druck gemacht habe, Kanner zu wollen. Und dass ich eigentlich immer mit der Ausstellung, wie eigentlich mit allem, geht die dir ab, dann ist gut, da gehe ich durch, bleibt es so, ist doch gut. Es war schon noch ein langer Prozess, mir war immer ziemlich klar in meinem Kopf. An der Beziehung, wo ich damals war, wo eben Familienplanung beschwert wurde mit meinem Partner, habe ich auch die Adoption 4 gezogen. Darüber habe ich sogar schon mit meinem ersten Freund geschwart. Mit dem hatte ich tatsächlich den Gedanken, Familie zu haben. Und so.
Das war immer so ein Thema bei mir, wo ich durch so, ich kann auch viele Wesen nicht, mit so viel kann auf der Welt, den ich eigentlich Kind das bieten, was sie verdient tun. Sonst schon mal ganz überheblich geschmack. Am Guten natürlich. So viel kann auf der Welt, den du ihm sichern, für was nicht adoptieren. Das aus dem halt gescheitert, unter anderem, weil mein Partner nicht genug verdient wird, weil ich nicht besitzen, materiell besitzen, und weil ich am Rollstuhl sehe. Ja. Und das hat mich so zerschmettert, also dass ich gedacht habe, okay, dann nicht. Das heißt, das waren wirklich so Ausschlusskriterien, auch die quasi Kataloghaft. Ja. Ich weiß nicht, wie es heute ist, mit dem uns war das. Das war 2002 oder 2003, so du hättest. Wart ihr schon direkt an der Diskussion mit einer Agence oder? Nee, die Kriterien an Längen sind mir schon durchgegangen. Ich hatte keine Lust, nur überzeugen zu müssen, dass ich nicht aufgrund von meiner körperlichen Fortbewegungsmöglichkeit eigentlich schlecht Mom wäre. Ich hatte einfach keine Lust, ob die Leute, die überhaupt so das von Vierern so können ausschließen. Wenn das irgendwie relativiert wäre oder so, dass es geheischt hat, dass in KPK gucken und so weiter, mit eventueller Hilfe oder dann hätte ich mich eventuell darüber gelassen, eine Agence zu sichern, für persönliche Gespräche zu sichern, für mit Leuten zu schwätzen. Mir so die kategorische Auflehnung, die ich auf jeden Fall erlebt habe, nach Reinkehr. Und ich gedacht, nee. Also ich denke, dass das Haut auch als Prozess von der Offenheit für Vielfalt sich auch da gesetzlich irgendwie geändert wird. Mir das immer noch schwer, weil in der anderem eben noch finanziell oder materielle Kriterien so horrend sind, dass du dir dann rein faktisch nicht kannst leisten. Und da du ungeuscht von Erschränkungen oder nicht Erschränkungen, das ist auch so ein Faktum, den ganz viele Leute an dem Prozess von der Adoption ausschließt. Was verrückt ist, dass die Kriterien, die sie von der eigentlichen Essenz von der Sache, ganz weit willst du für einen Mensch begleiten aus seinem Leben, dann willst du für den da sein, das steht hier du immens weit hangen. Ganz weit weg vom eigentlich Wichtigen. Ja. Inklusion kann ja auch etwas mit Repräsentation zu denosieren wird bei Werbung oder ganz vielen anderen Sachen. Findest du dich da repräsentiert? Ist dir das irgendwie wichtig, repräsentiert zu sehen? Aber was spielt das für eine Rolle? Also wenn ihr zum Beispiel sogar von eben Porno schwätzt, wenn ihr von einer Industrie schwätzt, die Sextoys herstellt, wie wichtig ist das? Oder ignorierst du das? Also trotzdem philosophisch wichtig. Ich fange mal an. Ich fand das philosophisch wichtig, weil justement, dadurch, dass die Sachen sich entwickelt haben im Verlauf der letzten, ich weiß nicht, sind das vielleicht 10 Jahre? Ungefähr, ja. Einfach weiß, dass das wirklich alle Körper, alle Mensch etwas angeht. Und dass es ein Teil von der Identität ist von allen Menschen, die auf dieser Welt repräsentiert soll sein. Und insofern fand ich das wirklich eine wichtige Sache und eine witzige Sache auch, weil du dich auch lehrt, die ganzen Intimität, Sexualitätssachen nicht nur echt zu holen, mir auch witzig zu betrachten, weil es soll ja auch Spaß machen und es soll dir gut tun. Insofern interessiert mich die Sache schon und ich fühle mich da auch mittlerweile repräsentiert und das geht einfach gut, weil du gehst nicht mehr ignoriert. Du gehst einfach als potenzielle Klient, als potenziellen Mensch, den sich gerne irgendwie Pornografie anguckt, die gut gemacht ist, geholt und du bist dem nur integralen Teil von der heutigen Gesellschaft und das fand ich ultra wichtig. Persönlich entdecken ich das gerade logisch, ich sehe auch allem ziemlich spät drin. Mir möchte aber noch nicht aus, weil ich sehe heute an der Sache noch nicht zu holen und nicht an irgendeiner Form mehr irritiert zu sein, weil es einfach, weil der Kontext hergestellt ist, weil es einfach eine Gesellschaft sich dahingehend so gewandelt wird, Gott sei Dank, dass es zur Normalität gehört, die nicht fremd zugesteht. Und das ist super. Auch verschiedene Sachen habe ich bislang noch nicht persönlich entdeckt, erlebt, ausprobiert oder so. Mit verschiedene Sachen, da denke ich mir so, oh ey, das Mensch, das Kind so richtig gut gehen. Und das Kind so denen die Situation einfach mir angenehm gestaltet für beide Sexualpartner oder so, wo ich da wirklich dahin evaluieren. Dass es ja in großen Teil von der Komplexität, auch von der Hemmschwelle einfach kann helfen, zu überwinden. Und das ist genial. Ich fand das ein sehr schönes Schlusswort. Da so nicht dem an Merci für die Schwätze, sondern Menschen dabei so Merci für die Nullausstrin. Ja, und da können wir uns mit viel ziemlich interessantem Input magnisch für heute verabschieden. Merci. Ein gut froh.
Gut gefrot. Eng gut froh? Für wat Gefühler fehlen. Wir schwätzen an diesem Podcast dax über Sexualität. Mehr Emotionen spielen an unserem Leben auch eine wichtige Rolle. Wie man mit unseren Gefühlen umgehen, beeinflusst alles Beziehungen, die zu anderen Leuten, wir führen allem die zu uns selber. Dafür schwätzen wir heute über Gefühler fehlen. Die meisten wissen wohl, was ich meine, wenn ich vom Druck schwätzen als Leben auf sozialen Medien, ob ein interessant, aufregend oder positiv Art und Weise durchzustellen. Das ist allgemein bekannt, dass das, was Leute auf sozialen Medien teilen, nicht dem ganzen Spektrum von Erfahrungen und Gefühlen entspricht, die wir fühlen können. Und trotzdem kann das konstant Gesinn von Perfektion oder Glück dazu führen, dass ihn Angst hat, nicht die ganze Zeit perfekt oder glücklich zu sein oder auszusehen. Wir fühlen uns zum Beispiel schöllig, schummen uns oder zweifeln an uns, wenn wir traurig, ängstlich, enttäuscht, depressiv, einsam oder unsicher sind. Lo also da war so, dass wir Gefühle, und zwar all Gefühle, aus einem Grund fühlen. Gefühle können uns etwas lehren, aber etwas hinweisen oder uns bestärken. Gefühle zu ignorieren, fortzudrücken oder aktiv zu bekämpfen, heißt sich selber nicht mit dem Respekt an der Leben zu begegnen, den wir all verdienen. Wenn unerwünscht Gefühle auftauchen, können wir eine bewusste Entscheidung treffen, sie zu fühlen. Es ist okay, einen traurigen Tag zu haben. Es ist okay, zu kreischen, Angst zu haben oder sich unsicher zu fühlen. Das Leben von einer ganzen Bandbreite von Emotionen bedeutet, ein gesunder Mensch zu sein. Wir müssen nicht die ganze Zeit glücklich sein. Es ist sogar so, dass die schwierigen Emotionen mehr schnell vergehen, wenn wir ihnen den Raum geben, diese brauchen, für sie vollständig zu fühlen, zu verstehen und rumgehen zu lassen. Die Wissenschaftlerin Amelie Nagoski hat aus einem brillanten und humorvollen Buch Come As You Are in dem Kapitel Feel the Feels so beschrieben. Gefühle sind wie ein Tunnel. Bannen aus dem Tunnel als das Gefühl heinst du deichter, für wat man nicht wollen durchgehen oder Angst führen hinnen hun. Wir nimmen, an dem wir Gefühle bis zum Schluss fühlen, also durch den Tunnel durchgehen, kommen wir eurem Hannen heraus. Was ich so will, Emotionen gehen manchmal bedrohlich, wenn wir akzeptieren, dass sie da sind, die gut und die schlecht. Und sie nicht als gut oder schlecht zu bewerten, mehr als dazu zu entscheiden, sie zu fühlen, ganz bis zum Ende zu fühlen und dann merken, dass sie rübergehen, am Platz immer so ein bisschen zur Seite zu drücken oder zu evitieren. Buddhistische Autorin Pema Chödrön hat es auch noch anders ausgedrückt. Wir sind ein Int auf der Wasseroberfläche. Und Emotionen sind Wellen. Wenn die Emotion könnt, da können wir die Welle gelose kommen lassen, drauf schwammen, und sie im Land fließen lassen. Wenn wir allerdings Angst vor der Welle haben, also der Emotionen kriegen, und sie wollen evitieren, fangen wir mit paddeln und gehen dann eventuell inne. Am Platz sie einfach Land ziehen zu lassen. Land ziehen heißt genau wie beim Beispiel vom Tunnel, durch das Gefühl durchgehen, es kennenzulernen, zu verstehen und dafür sich ein Gefühl durch und noch einer Reflexion ihrem Last zu lassen. Hei könnte klangen aber feinen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen anspielen. Ein Gefühl heißt sich bewusst gehen von einer Emotion. Die Neurowissenschaft unterscheidet oft zwischen der Emotion, also der körperlichen Reaktion auf den Reiz, und dem Gefühl, also das Gehirn die Reaktion vom Körper verschafft. Nach einer letzten wichtigen Umwirkung, wenn Emotionen und Gefühle aber par contre überhandholen, sie anfangen uns zu kontrollieren und ihr nicht aus dem Tunnel oder dem stürmischen Gewässer herauskommt, dann ist es sinnvoll, sich Hilfe zu sichern. Die Last geht mehr klang, wenn ihr sie mit einem anderen teilen kann. Dabei ist es doch nicht verkehrt, sich professionell Hilfe zu fragen, für eine Depression aus dem Weg zu gehen oder während einer Depression aus dem schwarzen Tunnel zu fallen. Für noch ein Kehr auf mein Social-Media-Beispiel von meinem Anfang zurückzukommen. Wenn du Motivationsmemes liest oder irgendeinen Spruch auf deinem Yogi-Tee und du dich tatsächlich inspiriert fühlst und da du wärst, für gut nur dir selber zu gucken und dir etwas Gutes zu tun, nice. Wenn du Motivational Quotes oder irgendwelche andere Sachen auf Social Media liest und du dich unter Druck gesagt fühlst und als nicht gut genug spürst, lass ruhig links liegen. Dein Leben und du müssen nicht perfekt und immer super sein. Du und deine Gefühle sind genauso gut, wie sie sind. Das Einzige, was wir machen sollten, ist Leben mit uns selber sein.
an als Gefehler ganz vielen zu dürfen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Dir fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.